Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Gut, hier ist er eventuell, die Frau. Ja, brauchen wir dann doch nicht mehr die Taschenlampe. Hab keine Angst, ich tu dir nichts. Bist du allein? Ist da noch jemand bei dir? Ich warte hier auf meine Eltern. Sie sagen, ich soll nicht mit Fremden reden. Oh Mann. Okay, ist das dein Zimmer? Die sind wirklich toll. Sind das deine? Nein! Lisa. Der Langsam. gehört mir! Den habe ich fürs Turnen bekommen. Ich hätte gewinnen müssen, aber Missy King hat gemogelt. Lisa. Lisa, hörst du die Schüsse da draußen? Es ist hier nicht sicher. Ich war in der Schule. Und meine Mom rief an und sagte, ich soll nach Hause kommen, sofort. Sie würden hier auf mich warten und wir könnten zusammen los und... Ich kam her und fand eine Nachricht, dass sie mit anderen mitgegangen sind und ich wusste nicht, was ich tun soll. Also habe ich mich versteckt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Schon gut. Ist gut. Alles gut. Lisa, nicht weit von hier gibt es ein Camp. Und da sollte ich dich wirklich hinbringen. Da sind Leute. Da sind Leute, die ich kenne. Es ist, ehrlich gesagt, ein Arbeitslager und fürs Essen musst du arbeiten. Das Leben ist hart, aber du wirst wenigstens nicht hungern. Nein, meine Mom kommt nicht holen. Okay, ist das deine Mama? Du sagtest, sie kam nicht nach Hause. Stimmt's? Dann ist sie vielleicht im Camp. Mom ist im Camp? Ja, sie wartet auf dich. Ja, das tut sie bestimmt. Okay. Bleib dicht bei mir. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht persönlich abliefern. Die bewaffneten Männer. Muss Sind ich. sie noch da draußen? Nein, die machen uns keine Probleme mehr. Na klasse. Getötet? Sie sind weg. Nein, viele Infizierte. Natürlich. Siehst, ich muss die jetzt wirklich eskortieren. Ich hasse solche Eskortiermissionen. Also. Okay. Ich hoffe, die folgt mir und rennt nicht einfach voraus, wie man das in einer klassischen Fantasy Rollenspiel-Missionen kennt. Kommen sie schon arg gewichtelt. Gut. Was sind denn das für Geräusche, Alter? Ach du. Wir sollten gehen. Ja, sollten wir. Wir sollten aber auch den Weg frei machen. So, lass mal die da rumschimmeln. Ich lass doch hier rüber zu klettern. Hoffentlich kriegt sie das auch hier. Oh ne, sie rennt einfach mal lieber durch infiziertes Gebiet. Ja, warum nicht? Gretel hinter der Heck, was schaffst du dann? Ih, geh weg. Ekliger Krabbler, Drecksfreak. Bäh. Denn er reicht wenigstens ein Schuss mit der Pistole. Bäh. Ja, aber die KI lässt mir wieder sehr zu wünschen übrig. Es fehlt nur noch Help! Leon! Jeder, der sehr frustriert Resident Evil 4 gespielt hat, weiß, wofür ich rede. Aha. Schau mal, wer zum Essen bleibt. Lisa, bleib hinter mir. Ich du wohl! Oh, Alter! Lass mich in Ruhe! Ach, scheiß drauf. Verdammt! So, Alter. Nicht hier sein.
Gut, dann wechsle ich mal wieder. Moment, eigentlich kann ich auch hier wieder nachladen. Bisschen was haben wir die Ripper jo geben. Ups, ist es ein Bär? Jetzt werden anscheinend meine Hoffnungen erfüllt. Boss. Oh Gott! Nein! Ja, ich habe mich ja schon gefragt, ob wir tatsächlich gegen einen Bär kämpfen müssen, wohl. Ach du Scheiße. Nee, ich zünde den Bär nicht an. So, Assi sind wir jetzt mal nett. Aber, wir sind Teil Assi. Warte mal. Verband. Wir locken den Bär zumindest mal hierher. Quatsch, ich will das hier. Ich will, dass der Bär in die Nähe von dem Tank da kommt, damit ich da drauf schießen kann. Komm her. Bäri. Komm her, Winnie the Pooh. Jetzt. Ich glaube, das hat nichts gebraucht. Aber hier, das Fessel. Okay, das hat auch einen Scheißdreck gebraucht. Naja, der Gedanke zählt, ne? Sportsgeist und so. Alter! Oh, natürlich kommen jetzt noch Freaker dazu. Yay! Menschen haben noch richtig Spaß, ne? Jetzt, wo ich auch so gut wie keine Munition mehr übrig habe. Du Scheiße! Okay. Gut. Lass sich das Ding sprengen? Wenn der Bär uns hinterherkommt? Ich glaube nicht, dass der uns gerade hinterherkommt. Da ist er. Oh, leck. Nein, ich bin jetzt schon wieder attackiert. Wäre wieder Mistvieh. Komm. Okay, der hat einen Scheißdreck gebraucht. Ach, Mann. Und wieder ein paar Mal in die Brust reingestochen. Okay, scheiß drauf. Ich sollte ein paar Mal auf den Bär lieber schießen, ne? Alter Falter. Ah, Mann. Ich wäre, glaube ich, öfter von einem Vieh gerissen, als dass ich ihm wirklich Schade mache. Ist das heftig. Aber ja, gegen Bär wollte ich auch definitiv nicht kämpfen, um ganz ehrlich zu sein. Vielleicht hier in die Nähe, dass ich dort drauf schießen kann. Und jedes Mal wieder dasselbe, das kann doch nicht wahr sein. Wie schnell ist dieser Bär, bitte? Und warum macht das denn keinen Schade, wenn ich ihn ständig in die Brust steche? Alles Dinge, auf die niemand eine Antwort kennt. Warte mal. Na toll, da kann ich natürlich nicht hochklettern, ist ja logisch. Okay. Wo ist er, der Bär? Da ist er. Ah, Mann. Okay, scheiß drauf. Ich gehe jetzt hier durch. Eventuell kommt der Donut so gut noch. Möglicherweise dort drauf schieße. Weil wirklich viel an Zeug habe ich nämlich zurzeit. Tja. Das ist nicht so gut, ne? Ich muss derzeit eher mit der Pistole kämpfen. Ich weiß nicht, wo der Bär gerade steckt. Hier kann ich den Kofferraum nicht aufmachen. Da bin ich jetzt vor dem geflohen. Er wird mir auf den Minikarten im Jahr gezeigt. Ah, da hinten ist er. Boah, Alter. Okay, das hat richtig wehgetan. Kann ich ja froh sein, wenn er nur sowas mit mir macht. Der Tatze-Hieb tut wesentlich mehr weh. Okay. Okay. Das war vielleicht... Entschuldigung, gerade noch positioniere. Das war vielleicht tatsächlich besser, dass der mich gekillt hat, weil das war ja ein Trauerspiel. Ich probiere es noch einmal. In der Hoffnung, es funktioniert jetzt besser. So, wir gehen gleich die Handfeuerwaffe. Da ist er wieder, der Bär.
geht dort hier, dass er so auf mich zustürmt. Zielt direkt drauf. Das hat nichts gebracht. Der war nicht nah genug. Ich sollte mal vielleicht eine Position von weiter oben aussuchen. Warte mal. Da ist er beim Fass. Scheiße, das war dumm. Zurück zum Fass. Okay. Das hat mir ein bisschen was gerissen am Schade, ja. Ja, volle Kanne durch das Ding gerannt. Ja, der ist schon fast erledigt. Jo. So geht das. So wird das gemacht. Können wir, ach. Ah, wir können das Bärenfleisch holen, oder? Jawohl, Bärenfleisch. Ja, das sieht man wenigstens, dass wir an einem gearbeitet haben. Ich meine, mir tut's unglaublich leid, aber... Ja, ich mag es eigentlich wirklich nicht, Bären zu töten. Egal, ob das jetzt nur Spiel ist oder nicht. Aber der war jetzt wirklich schon eine ziemlich harte Nummer, der Bär. Und ich habe mich gefreut, ob wir so einem begegnen, und tatsächlich, es ist ein Bosskampf gewesen. Gut, dann kommen wir raus. Viele infizierte Story-Mission. Kehre mit Lisa zu deinem Bike zurück. Komm schon, steig auf, wir müssen weg. Warte mal. Ich weiß nicht so recht. Komm schon, Kleine, wir müssen weg. Und Okay. ich möchte jetzt erst einmal... Na egal, dann halt nicht. Und mit. Dann müssen wir sowohl persönlich abliefern, ne? Hey, wie heißt du? Deacon. Mein Name ist Deacon, ja. Lisa, wie hast du hier draußen alleine so lange überlebt? Hoffen wir mal, ich baue keinen Unfall jetzt. Nix wie raus. Oh, du redest nicht viel, was? Mein Dad sammelt Steine. Wir Toll. haben immer zusammen nach Donnereiern gesucht. Donnereier, was ist das? Das sind Steine, aber man schneidet sie auf. Innen sind sie richtig schön. Okay, das klingt toll. Klingt noch Wir haben wie überall Yoda. gesucht. Am Belknap-Krater, beim Lavastrom, am Black Crater, überall. Glaubst du, er ist auch im Camp? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich einer von den Niedrigstlohnarbeitern, ne? Okay. Schauen wir mal. Warte mal. Genau. Ah, wir fahren jetzt eine andere Route. Durch den Tunnel bin ich hier noch nicht gefahren. Glaube ich. Scheiße, da ist jemand im Tunnel. Was? Hier, steig ab. Pass auf die Schüsse. Du gehört hast, das waren Wieder Ripper. sehr böse Männer. Verstehst du das? Das könnten mal wieder Ripper sein. Komm nicht raus, bis ich es sage, okay? Das sind Männer! Da ist nur ein Mann, aber okay. Medikit? Medikit, ja. Alter! Ne, das sind einfach nur Raider. Verletzte! Ich weiß, wo du bist. Der versteckt sich! Schnapp ihn dir! Ja, ich weiß auch, wo der Haus wohnt. Und bitte! Okay, das hat anscheinend ihn selber erwischt, den Dummkopf. Scheiße. Jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt muss ich wieder auf das zurückgreifen. Upsi. Das war wohl der Nevo-Kumpel. Aber ich treff. So. Schön. Ich schnapp mir jetzt trotzdem noch seine Spitzhacke, weil der Basie ist so gut wie am Arsch. Okay. Okay. So. Immer kräftig weiter. Ja, warum musste ich jetzt auch unbedingt durch diesen scheiß Tunnel fahren? Ich hätte genauso gut auch die Anna-Route fahren können. Jo. Lisa? Okay. Kleines, komm schon raus, alles gut.
Ja, alles bestens, merke ich schon. Okay, Sturmgewehr und eine Rohrbombe. Yeah. Sehr schön. Rohrbombe sind immer sehr geil. Okay. Da können wir noch ein bisschen nachladen. Okay. Da war noch einer, der wir nicht ganz geplündert haben. Aber der ist das berüchtigte Lappeninventar. Und ich schmatz mal noch so einen Verband rein. So. Gut. Na, dann kann es so weitergehen. Tanke kann ich jetzt eh nicht mehr. Alles okay? Ja. Ich glaube, ich will nach Hause. Ja, glaube ich doch. Nein, Kleine, ins Camp. Weißt du noch, deine Eltern, sie könnten dort sein. Könnten. Okay. Ich bezweifle eigentlich, dass sie da sind. Aber wie er schon gesagt hat, das ist eigentlich eher Arbeitslager, eher so Ich habe eine Frage, Sklavenlager. Lisa, und du musst wirklich gut darüber nachdenken, okay? Ja. Hatten eure Nachbarn irgendwelche Schusswaffen, also Pistolen, Gewehre, sowas in der Richtung? Nein, die Männer haben alles mitgenommen. Männer, solche wie die Männer im Tunnel oder hatten sie Uniformen an, wie in der Armee? Wie die Armee. Aber sie waren ganz schmutzig und hatten selbstgemachte Fahnen. Deschutes County Miliz, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. War noch jemand bei ihnen? Frauen, Kinder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Tommy wüsste das noch. Tommy? Tommy Strickland. Mein bester Freund. Aber er ist weg. Er ist mit seinem Dad im Versteck. Versteck, Sein Dad hat einen Atombunker gebaut und Vorräte eingelagert. Karten, Essen, Wasser, Waffen. Klingt gut. Solches Zeug halt. Okay, weißt du, wo das ist? Nein, ich sollte mitfahren, aber ich wusste, dass meine Eltern mich hier abholen kommen. Ja. Aber interessant. Das scheint mal wieder auf eine sehr interessante Fährte zu führen, das Ganze. So, jetzt sind wir ja kurz vor Tuckers Camp. Ich bezweifle, wie gesagt, dass ihr Eltern da sind. Das war ja nur einfach nur, um es gesagt zu haben, damit sie mitgeht. Aber schauen wir mal, was sich da jetzt ergibt. Er wird jetzt wahrscheinlich zu einer Sklavin und darf die ganze Zeit schuften bei der Ausgrabung. Aber sie kriegt dann wenigstens sowas zu futtern. Okay, das ist es. Wir sind da, also bleib einfach bei mir. Okay. Gut. Dann wird es wohl wieder eine Filmsequenz geben, denke ich. Wer weiß, womit uns das Spiel jetzt auch überrascht, was es jetzt noch sonst irgendwie für tolle Sache gibt. Aber auf die Belohnung bin ich mal gespannt. Na, wen haben wir denn hier? Mrs. Tucker. Oh mein Gott. Lisa, Schatz. Alles gut. Hier bist du sicher. Mama und Papa. Alle wurden krank. Ich wusste nicht weiter. Männer kamen. Die Leute wurden Schon krank. okay. Du bist hier sicher. Das ist ein Wunder. Ein verdammtes Wunder. Wir waren Nachbarn, stimmt's, Lisa? Ach was. Wir wohnten im selben Block. Ha. Ich kannte ihre Eltern. Sind Sie hier, Mrs. Tucker? Schatz, du kennst die Antwort. Das dachte ich mal. Aber immer hier, Annie diese kennt. Sie sind nicht hier. Gehen wir rein. Wasch dich erstmal. Und iss etwas und dann suche ich dir einen Platz zum Schlafen. Nimm sie mit. Gib ihr was zu essen. Aber hey, besser als nix. Immerhin die Nachbarin, die sie kennt und mag. Das ist schon mal besser als nix. Geh zu Alkai. Ich schreibe dir nachher Punkte gut. Hey, hör mal, sie hat viel durchgemacht. Könnten wir es Ich etwas entscheide ruhiger... hier, wie... Nein, hör zu, ja? Im Ernst, nimm sie nicht so hart ran wie die anderen. Erzähl mir nicht, wie ich hier das Camp führen soll. Du willst hierher ziehen? Du willst uns vor Ort helfen? Dann kriegst du vielleicht eine Stimme. Jetzt reiß dich zusammen, Dick. Für sie ist das selbstverständlich auch emotional, klar. Ich meine, immerhin ist es die Nachbarstochter, die sie auch kennt. Und da lässt sie sich wahrscheinlich auch von jemand retten. Gerade wenn es so, sagen wir mal, persönliche Angelegenheiten sind. Mission abgeschlossen. Zu 97%. Viele Infizierte. Okay. Du bist jetzt in Sicherheit zu 20%. Ziel: Lisa erinnert mich an Sarahs kleine Schwester. Ich darf nicht zulassen, dass ihr etwas geschieht.
Okay, die muss ich also auch am Leben erhalten, die Clay. Gut, ich soll zu dem, zum Alkai gehen, hat sie gesagt. Das machen wir. Ich will jetzt nämlich auch noch ein bisschen Zeug holen hier bei ihm. Wie geht's dir? Ach ja. Alkai? Können wir dann hier nicht? Ah doch, hier können wir interagieren. Wonach suchst du denn? Jo, schauen wir doch mal. Was gibt's denn hier? Repetiergewehr, ne? Das sind einfach nur Waffen, die ich hier noch kaufen kann. Handfeuerwaffe. Oh, Lil Stubby. Ja gut, der ist nicht so präzise, der ist nur im Nahkampf wahrscheinlich gut. Und Spezial hätten wir noch eine MG45. Bräuchten wir aber die entsprechende Stufe. Und eine M40 Scharfschützegewehr. Primärwaffe. Sehe ich nichts, was wirklich weltbewegend besser wäre als unseres. Vorräte, mir füllen wir die Munition auf jeden Fall auf. Und hier 8. Was kann ich noch für dich tun? Ja, was kann schon noch für uns machen? Handfeuerwaffen, Schalldämpfer auf jeden Fall. Und Primärwaffen-Schalldämpfer. Das verbessern. Den holen wir uns auch noch. So, Medikit kann er uns sowieso nicht verkaufen. Splittergranate genauso wenig. Komm her, wenn du noch was brauchst. Dann würde ich mal sagen, hier machen wir noch den Schalldämpfertrag, genauso wie hier. Dann haben wir nämlich wenigstens hier ein bisschen leiser das Ganze. So. Damit unser Vertrauen noch steigt. Moment, gibt es derzeit einen Job? Nee. Tucker hat derzeit auch keinen Job für uns. Dann gucken wir nochmal, dass wir zum Mechaniker nochmal gehen. Was brauchst du? Ah, ich brauche diverses. Wir tanken, wir lassen reparieren. Und ansonsten hat der nichts, was er uns anbieten kann, offensichtlich. Dann gehen wir nochmal zum Beutehändler. Und liefern die Schwärmerohre ab. Das ist ordentlich. Ja, sobald wir genug Ausrüstung zusammen haben wollen. Das gibt ja nochmal Fettvertrauen. Okay. Gute Sache. Ansonsten, dort drüber ist noch eine Küche, wie ich sehe. Können wir noch ein bisschen die Fleischsorte, die ganze Hirschdinger und so weiter abverkaufen, ne? Bärefleisch gibt anscheinend auch ziemlich gut Geld. Und Vertrauen im Vergleich zu der anderen Sache. Das gibt 12 Vertrauen und 50 Cent. Das Bärefleisch gibt 31 Vertrauen und 40 Cent. Okay. Mehr habe ich nicht. Verticken wir alles. Das ist ziemlich gut. Nein, bitte. Nein. Okay. Da wird anscheinend noch mal irgendjemand verdroschen. Ganz bezaubernd. Was wäre dann das nächste, was auffallen wird? Hier. Ein Gewehr, keine Flinte. Er ist mein Bruder. Story. Da geht es dann wieder um Boozer, wie es aussieht. Dann hätten wir hier noch was. Ich erinnere mich. Ich war schuld. Besuche Sarahs Gedenkstein. Nebenmission auswählen. Ja, steht auf Sache, das machen wir. Und zwar übermorgen. Der nächste Episode bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Jetzt wird aber zuallererst mal hier gespeichert. Und ja, ich möchte überschreiben, auch wenn ihr das nicht sehen könnt. Gerade mal gucken beim Spielstand Lader. Job, ich war schuld. Der 24.05. stimmt. 14:06 Uhr stimmt. Ach, okay. Und die Sache hier, liebe Leute, nachdem jetzt alles geregelt ist und alles stimmt, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann die Nebenmission machen und dann geht's weiter mit Boozers. Er ist mein Bruder Mission. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.